geschah es, dass in diesem Jahr aus den heiligen 3 Königen die heiligen 2 eintönigen, welche uns heute in Aufwartung machen. Doch psst, da höre ich sie auch schon kommen. Der Stern bei Rosen wunderbar, so wie man vorher keinen sah. Wir leben fast ein Vierteljahr, der kriegen uns hoffentlich noch da, weil sonst nicht stimmt denn die Geschichte, die man heute noch hört, nicht alles zusammen. Und wir kommen aus dem neuen Land, sind um der halbe Welt heran, durch Hitz und Kälte und Wüstensand, und die Vögel, die tun uns weh. Kaspar, Melchior, Balthasar, ja, wir 3, die sind schon da, so fliegt ja mal nicht die Fahrt, denn Regen fällt uns jung. Jetzt kommt meine persönliche Lieblingsstrophe rein. Also, ich danke für diese freundliche Begrüßung, liebe Freunde. Und erstmal recht herzlichen Dank, dass ihr alle so viel und so wunderbar und mit vielen Leuten hier erschienen seid. Das ist ganz toll. Ich muss mich gerade noch mal einrichten. So, da muss ich das Zeug hier weg tun. Ich hoffe, wir wachsen noch. War besser, ne, als der dritte heilige König. Haben wir ein Engelchen unterwegs gefunden, direkt eingepackt, haben wir gesagt, komm Mädchen, komm mit. Dann haben wir den Heiligenschein gepflückt. Ja, mit dem Heiligenschein, das ist daneben gegangen. Auf jeden Fall haben wir für den heutigen Abend einen Sponsor gefunden. Ein Sponsor, der uns dann ermöglicht, dass wir hier auftreten können und auch vielleicht mit ein paar Mark oder Euro nach Hause gehen können. Und kennt ihr das hier alle vom Fernsehen, das Sponsoren und so weiter, die wollen ja genannt werden, die wollen ja so wie eine Werbepause. Ich habe mir gedacht, ich ziehe die mal vor, damit wir danach einen gemütlichen Abend haben. Und deswegen klingel ich jetzt hier mal ein zur Werbepause. Direkt am Anfang. Irgendwas summt hier, aber ist egal. Also, jetzt muss ich gucken, ob ich das ohne Brille so hinkriege. Ja. Dann nicht am Alter, bestattet und so viel. Also wir kommen nicht mehr. Grüne Weihnacht. Grüne Weihnacht. Es klingt ein Glöckchen an Bedacht.
Es läutet warm und helle. Schnee rieselt in der Weihnachtsnacht. Doch da schwenkt schon die Kelle. Ein Polizist grinst breit herein, verlangt nach den Papieren. Herr Wachmeister, nur ein paar Kölsch. Was soll da schon passieren? Die Engel singen Weihnachtslieder und preisen aller Menschen Glück. Den Führerschein krieg ich nicht wieder. Mein Wagen bleibt im Schnee zurück. Und die Moral von der Geschichte, das sag ich nochmal warnend, die Polizei tut auch ihre Pflicht und gerade am heutigen Abend. Dieses Gedicht, das wurde geschrieben von den Kölner Verkehrsbetrieben. Die fahren euch nach Haus in jeder Stimmung, genauso wie die Taxi-Innung. Dankeschön. So, aber den Werbeblock haben wir hinter uns. Danke. Schön, wir wissen, was wir miteinander. Christelhaufen zusammen. Wie ist es euch? Alles gut? Ja, noch. Aber nur noch. Ihr wisst ja nicht, was auf euch zukommt heute alles, ne? Soll ich euch mal ganz ehrlich was sagen? Ich weiß das doch nicht. Aber wie das in Köln hier so üblich ist, hat man ja für jede Veranstaltung ein Motto. Für Fastelovend, das hört sich an wie Maschine hier, oder was das denn da? Für Fastelovend haben wir ja das reusige Motto, das Hetz schlägt im Fädel. Und mir Abend haben auch ein Motto, denn mir sage ganz einfach, ob Weihnachten wade, ist unser Motto. Alles gut? So, bevor wir dann loslegen, möchte ich euch doch mal bitten, hakt euch mal rechts und links unter, weil wir haben jetzt eine Co-Moderation hier gemacht zwischen Karneval und Weihnachten. Wir schunkeln jetzt das Karneval auf ein Weihnachtslied und dann machen wir das schön zusammen. Ob Weihnachten wade. Auf geht's. Hoppala. Ja. Ja, bitte, junger Mann, ich warte ja nur da drauf. Hey! So, hin und her. Herr Breuer, Sie dürfen sich auch bewegen, auch wenn die Transfer schwellt. Oh, ist oh. Ein klein bisschen lachen, auf Weihnachten warten, vom Christbaum der Duft bei uns in der Luft. Mit Christkindchen Schwade, auf Weihnachten warten, mit Funkeln die Sterne im Hetzwedet Blau. Der Koche, der Rüsch, alt Jonas der Büsch, die Manja, die ist schwer im Brass. Doch Stress könnt nicht ab, könnt keiner zu kommen, denn Weihnachten haben wir als Spaß, so bin ich all zusammen. Ein klein bisschen lachen, auf Weihnachten warten, vom Christbaum der Duft liegt bei uns in der Luft. Mit Christkindchen Schwade, auf Weihnachten warten, mit Funkeln die Sterne im Hetzwedet warm. Ich kann noch tiefer. Die Geschenke, die standen dann alle am Boden. Wenn Stund noch, dann ist es so wick. Da das schmeckt gut, könnt keiner zu gut. Denn Weihnachten haben wir all Spaß. So bin ich noch uns all zusammen. Ein klein bisschen lachen, auf Weihnachten warten. Vom Christbaum der Duft liegt bei uns in der Luft. Mit Christkindchen Schwade, auf Weihnachten warten, mit Funkeln die Sterne im Hetzwedet Braun. Jetzt singen wir Holländisch. La 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 la. Mit Christkindchen Schwade, auf Weihnachten warten, mit Funkeln die Sterne im Hetzwedet Braun. Und noch ein Finish zusammen. Ein klein bisschen lachen, ob Weihnachten warten, vom Christbaum der Duft liegt bei uns in der Luft. Im Christkindchen Schwade, ob Weihnachten warten, mit Funkeln die Sterne im Hetzwedet Bern.
Ihr habt es noch nicht gemerkt, man sieht es uns auch nicht an. Wir zwei sind ja ganz unterschiedliche Typen. Und ich bin immer für das Besinnliche eher zuständig, für diese Sachen, so, die ans Herz gehen. Ne? Und Winterjäck ist ja, wie gesagt, heiter besinnlich. Und ich habe jetzt noch ein kleines besinnliches Gedicht für euch, damit ihr auch so in Stimmung kommt. Ne? So was wird jetzt. Pass auf. Und zwar geht es dabei um ein wunderbares Geschenk, was jemand bekommen hat. Und das ist ein Yummi-Krip. Yummi-Krip. Pass auf, gilt aber jetzt im Text. Ne? Ich weiß es wirklich nicht mehr genau, war der Hein oder sing Frau, die zwei, die haben wir hingelassen, ein Christtagskrip für abzublasen. An Technik, ja, wird da nicht viel. Die Krip hat hinge ein Ventil, das konnte kleine wie auch große mit dem Mund die Luft drin blasen. Vor das je dann der Sommer selig, et Jesuskind und die Familie, auch Esselschaf und auch zwei Ausse wurden dabei abgeblasen. Nachdem ich all das hat gemacht, han ich mich abends hingeladen. Am nächsten Morgen tut vor Schreck, fiel ob die Krip der erste Blick. So jet Sinn hat ich noch nie. Der Jupp hing schlapp über Marie. Ein ganz kleines Loch in Singerplat hätte Jupp so schlapp gemacht. Aber ich habe Keues mir gekeult und in der Kopf reingedeut. Dann Kot geblasen, mit flupp, da stund da wieder unsere Jupp. Der Essel war der lange Gesicht, war mit der Zick auch nicht mehr dich. Et Christkind, ich war ganz nervös, war auf einmal hochporös. Hier flickt han ich und viel gekläft, damit sie Christtag noch erlebt. Doch auf plötzlich war das ganz laut, bang, da war es mit der Krip am Ende. Und die Moral, was du geschenkt hast, kriege, bringt nicht nur Freude und Serie. Doch meistens war es gut gemeint. Und darum sollte man dann nicht schenken, sonst lassen all die Köpfe hängen. Dankeschön. Nochmal eine kleine Geschichte zur Auflockerung, damit der Marcel sich was ausruhen kann von der. Ja, da ist hier in der Nähe ist was passiert letztens und das ist leider eine Tatsachenschilderung, die ich jetzt hier verkünden muss. Das ist durch diesen exzessiven Gebrauch von Weihnachtsdekoration, wie wir ihn ja auch teilweise hier sehen, da und so. Da passieren natürlich ganz böse Sachen. Und deswegen, das war am Sonntag, also im letzten Jahr war das am ersten Advent um 10 Uhr morgens. Im Kölner Stadtteil Deutz lässt sich im Konstantin-Pub die Gattin des Hotelbesitzers, Kate, durch ihren Ehemann Dirk 3 Elektrokerzen auf der Fensterbank ihres Schankraums hinstellen und installieren. Vorweihnachtliche Stimmung breitet sich aus. Und die Freude ist groß. 10:14 Uhr. Beim Entleeren des Mülleimers betrachtet ihr Nachbar Ralf T. die provokante Weihnachtsoffensive im Nebenhaus. Er kontert umgehend mit der Aufstellung des 10-armigen dänischen Kerzensets zu je 15 Watt im Küchenfenster. Nur 7 Stunden später erstrahlt das gesamte Stadtteil, das gesamte Bild des Stadtteils Deutz im besinnlichen Glanz von 137.568 Weihnachtskerzen. 19:03 Uhr im 40 Kilometer entfernten Kohlekraftwerk Bergheim-Niederaußen registriert der wachhabende Ingenieur irrtümlich
ein Defekt der Strommessgeräte für den Bereich Deutz, ist aber zunächst absolut arglos. 20:17 Uhr. Dem mexikanischen Kaffeebesitzer Café Spezial und seinem Betreiber Carlos B. gelingt direkt an der Konstantinstraße der Anschluss einer Kettenschaltung von 96 Halogenfilmleuchten quer über sämtliche eingeklappten Sonnenschirme des Vorplatzes. Teile der heimischen Vogelwelt auf dem angrenzenden Van Sandplatz beginnen verwirrt mit dem Nestbau. 20:56 Uhr. Der Vorstand der gegenüberliegenden Technikerkrankenkasse sieht sich genötigt, seinerseits einen Teil zur vorweihnachtlichen Stimmung beizutragen und montiert auf dem Flachdach seines Bürogebäudes das neu erworbene Hochfrequenz-Laser-Ensemble Metropolis, welches zu den leistungsstärksten in Europa zählt. Die 40-Meter-Fassade des angrenzenden Deutzer Bahnhofs hält dem Dauerfeuer der Nikolausprojektion nur einige Minuten stand, bevor sie mit einem hässlichen Geräusch in sich zusammenfällt. 21:30 Uhr. Im Trubel der feuchtfröhlichen Weihnachtsfeier im Kohlekraftwerk Bergheim-Niederaußen verhallt das Alarmsignal aus Generatorenhalle 5 ungehört. 21:50 Uhr. Der 85-jährige Kriegsveteran August R. zaubert auf der Neuhöfer Straße mit 190 Flaggscheinwerfern des Typs Warta Volkssturm den beliebten Stern von BD an die tief hängende Wolkendecke. 22:12 Uhr. Eine Gruppe asiatischer Geschäftsleute mit leichtem Gepäck und sommerlicher Kleidung irrt verängstigt über die Deutzer Freiheit. Zuvor war eine Boeing 747 MAX, wir kennen sie alle, der Singapore Airlines mit dem Flugziel Sydney versehentlich in der mit 3000 bunten Neonröhren gepflasterten Hofeinfahrt des Landschaftsverbands Rheinland gelandet. 22:37 Uhr. Die NASA-Raumsonde Voyager 7 funkt vom Rande der Milchstraße die Bilder einer angeblichen Supernova auf der nördlichen Halbkugel. Die Experten in Houston sind absolut ratlos. 22:50 Uhr. Ein leichtes Beben erschüttert die Umgebung des Kohlekraftwerks Bergheim-Niederaußen. Der gesamte Komplex mit seinen 30 Turbinen mit 350 Megawatt. Brüllend läuft er jenseits der Belastungsgrenze. Dann passiert es. 23:06 Uhr. In der taghell erleuchteten Siegesstraße, direkt neben dem Laubersheim, erwacht die Studentin Melanie W. und freut sich irrtümlich über den sonnigen Dezembermorgen. Um genau 23:12 Uhr betätigt sie den Schalter ihrer Kaffeemaschine. 23:12 Uhr, 14 Sekunden. In der plötzlichen Dunkelheit des gesamten Stadtgebiets von Deutz bricht die Explosion des Kohlekraftwerks Bergheim-Niederaußen wie ein Donnerhall. Durch den stockfinsteren Ort stapfen verängstigte und verwirrte Menschen. Menschen wie du und ich. Und warum? Nur weil Melanie sich nachts unbedingt noch einen Kaffee machen muss. Verdammt nochmal. Dankeschön.
der Pump, der pennt auf der Couch, noch eine Stunde für die Mess. Singt schon parat, hätte sauber gemacht, mit der Wünsch, weil es Weihnachten ist. Und er drückt von morgen, was nächstes Jahr passiert. Könnt ihr alle Ware noch durch den Tüll. Und er drückt von Sorge an den Job, wo dran hängt. Und er hofft, dass alles doch beim Allen blieb. Der Christbaum brennt und der Mann, die rennt durch den Tisch, noch eine Stunde für den Mess. Hätt der Braune im Kopf, bring den Müll noch flüpfert in der Topf, weil es Weihnachten ist. Und sie denkt an morgen und was nächstes Jahr passiert. Ob es reicht noch für einen Urlaub in der Sonne. Und sie mäht sich für Säue und das Kleber nicht verrät. Doch sie weiß, irgendwie wird es schon wieder Jahr. Der Christbaum brennt und der Kleber das Bett, weil es ist noch eine Stunde bis zum Mess. Diese Päckchen abgibt und es ist dann so schön, kann ich warten, bis Weihnachten ist. Und es drückt von dem Gameboy und von 1000 Lego-Steinen. Freut sich auf ein Christkind, das alle weiß. Und es mäht sich keine Sorge, denn dafür ist es noch viel zu klein. Und sie weiß, was euer Zwirn für Sorge hat. Der Christbaum ist aus, das ist ganz still in der Nacht für den Helienfest. Alle schnell, die früh sind, nee, was haben wir gemacht? Ob der Tag war endlich Weihnachten. Das Schöne an der Weihnachtszeit, oder ich muss ehrlicherweise sagen, das Unschöne an der Weihnachtszeit ist ja immer, so war bei uns zumindest irgendwie ab 1. Dezember, es meldete sich die Verwandtschaft an. Jedes Jahr wieder, immer tauchte das ganze Volk da auf. Wer nimmt denn die Oma dieses Jahr? Das Lilly kann die Oma nehmen. Und davon handelt auch das nächste Stück. Wie ist diese puckelige Verwandtschaft? Ich muss mich erst in Positur bringen. Lass dir Zeit. Fertig? Sicher. Der Sonntag ist uns hellig und nur für die Familie. Das hätt man sich verdient als Frau und Mann. Frau und Mann. Ich kann sprechen. Bis 3 Uhr dummer Branche.
da noch ein bisschen Plansche, mit'm Pikolöche in der Badewanne. Badewanne. Nein. Da sind ich so alt komme, de Buresee vom Land. Viel schlimmer wie de Hunde, de Oma Pensiontant. Ja. Die buckelige Verwandtschaft, die ganze unnötige Mannschaft, wir machen deine Tür nicht um, die fressen uns de Haar vom Kopf. Die buckelige Verwandtschaft verschenken Lied und jede Landschaft. Wir trecken einfach de Führung zu und tun so, als wäre keiner da. Gesang der Sirene. Wenn die Tür in Trelle, da kannst du nur noch betteln. Dann ist wie bei der Schlacht von Langsteweng. Langsteweng. Nein. Der Pension. Der Pension sind nur am Schreien. Jetzt gut doch. Der Hunk am selber Speien. Der Oma dusch mit'm Öl, der dritte Zeng. Sag immer ja. Der Tant mit Pediküre, mit der geflügelte Stier. Da kriegten selbst der Futzbräus bestimmt Ärme dir. Ja, die buckelige Verwandtschaft, die ganze unnötige Mannschaft, die Hände für man sich versöhnt, die ganze Bude um links gedreht, die buckelige Verwandtschaft, verschenke Lied und jede Landschaft. Wir hören denen nicht länger zu. Und setzen unsere Schund auf der Klo. Nicht nur schenken, wer weiß, was auch noch gut, denn schließlich ist man letzten Endes verwandt. Man muss auch Opfer bringen, damit man Menge kriegt. Die haben ja reichlich ob der Ruhe kann. Ja, die schnuckelige Verwandtschaft, die ganze Hetzensjode Mannschaft, bestimmt schön aus über die Hütgerin. Man könnte ja morgen schon die Erben singen. Die schnuckelige Verwandtschaft, was doch ganz herrlich in uns Landschaft. Die Zick, die kriegen wir auch noch rum. Und nächste Woche fahren wir selber uns dahin. Und wenn wir dann schon uns beide sind,
Lore mir in der Testamenterin, jawohl. Dankeschön. So, Lieben, wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Können wir wieder was trinken, was schwaden. Ich bin So, wie kriegt man denn jetzt hier wieder weihnachtliche Stimmung rein? Wird schwer, ne? Das wird nicht einfach. Das können wir eigentlich nur mit einem Klassiker machen. Ein Klassiker, den ihr alle kennt und wo ihr vielleicht auch im Refrain mitsingen könnt. Ja, schönen Urlaub auch, ja. Schönen Urlaub, Markus. Und wer nimmt auch mal? Lilly. Der schwart doch die ganze Zeit. Ah, das ist die Stimme aus dem Hintergrund. Das ist Eins. Jawohl. Sollen wir mal eine gewisse Besinnlichkeit hier wieder in den Mut, ne? Dann versuchen wir mal. Ne? Sollen wir ein bisschen Apparat, ja. Aber den Text kennt ihr, also den Refrain kennt ihr, bin ich sicher, und wäre schön, wenn ihr einfach frisch, fromm, fröhlich, frei mitsingen würde. Oder so. Es geht um ein besonderes Bäumchen. Ja? Genau. Hillig auf den Korn ran, der Pap, der war objück. Der Mann hat überall gesöhnt und sagt, wo ist der Jeck? Da fehlt ihr in, ihr mögt ja noch ein Bömmchen kaufen, ja. Ob hillig auf ein typisch schenkt, wer soll das verstehen? Mit Woten 4, mit Woten 5, die Dämmerung trag halt ab. Da kam jetzt kleines, krumm und schief, die Straße so rup. Ich hatte dann als es erkannt und rief für Wünsche Güt. Der Mann dieser, als jetzt so, mein Gott, das geht es nicht. Unser Böhnchen und Tannenbaum, unser Böhnchen, das war ein Raum. Unser Böhnchen vergess ich nie, nicht so eine schöne Baum wie der kriegen wir niemals mehr. Der Pap, der war ganz stolz und sagt, ist der nicht wunderschön? Der Mann, die war am Lachen, ja wenigstens ist er grün. Der Bäumchen war noch nirgendwo, dafür unheimlich krumm. Der Mann, die sagt, das schäfe Ding, das kriegst du nicht so stumm. Der Pap ganz durch, nu warten's ab, er ist ja noch ganz grün. Und wenn da jetzt alles dran ist, erkennst du den mit mir. Der Böhnchen links, der Flescherbauch, er ist unterm Arm geklemmt. Das war das letzte, was ich so, als er in das Zimmer ging. Wer war das? Das war der Böhmchen. Ja, bestimmt. Wartet nicht ohne uns! Ihr müsst auf uns warten! Unser Böhmchen, o Tannenbaum, unser Böhmchen, das vorne Raum. Unser Böhmchen vergess ich nie, ne so ne schöne Baum wie der kriegen wir niemals nie.
Die Tür, die schloss er immer auf, mit Grund für keineren. Denn keiner soll das Wunder, das da passierte sind. Zuerst war er am Säen, der Baum war doch so klein. Dann hat man plötzlich Stelle, ich dachte, der Baum ging in. In Zick lang war es dann ganz still, kein Tönchen aus dem Raum. Auf einmal hört man singen, ganz laut, oh Tannenbaum. Ich läuf jetzt vorwärts, schmücke mit Glückslaune so. Es ist ein Ros entsprungen, kam falsch und viel zu hoch. Unser Bäumchen, oh Tannenbaum, unser Bäumchen, das war ne Traum. Unser Bäumchen vergess ich nie, ne so ne schöne Baum wie der kann man niemals mehr. Ob einmal ja wird dann geknallt, da wurde furchtbar still. Zu Bethlehem geboren, kam längs und will gefüllt. Nur 2 Stunden kommen wir endlich raus, das Schlimmste war gedon. Ich lud ihn an, seht auch jetzt. Ich konnte nicht verstehen, ob Aro war Bescherung, der Papi immer fit, mit seinem besten Anzug, dann am im schwarzen Kleid, in der Glöckchen Lücke. Oh, schön. Ganz lang. Machen wir nochmal. In der Glöckchen Lücke. Ah. Dann sungen wir ein Lied und sahen dann das Bäumchen mit Kerze in der Ecke. Ja, das unser Bäumchen, oh Tannenbaum, unser Bäumchen, das war ne Traum. Unser Bäumchen vergess ich nie, wer so ne schöne Baum wie der kriegt man niemals mehr. Et war noch kleiner Anhöhe her, doch wirklich wunderschön. Du kennst sie Rad und nicht mich rum, ein Wunder war geschehen. Ich hatte Rätsche Krähe, mein allergrößte Traum. Dann jaufet Abendessen unter dem schönen Baum. War ich dann stets viel später von ihm erfahren hat. Verpappt der Glück mit mir mit uns Christoph feiern kann. Dann war ich für Wunder hielt, da war Frauen 2 Nähen in der Wand. Von Dorlenkot rund der Baum, drum hat festen Stand. Und jetzt noch einmal schön zusammen. Unser Bäumchen, oh Tannenbaum, unser Bäumchen, das war ne Traum. Unser Bäumchen vergess ich nie, denn so ne schöne Baum wie der kriegt man niemals mehr. Und damit unser Bäumchen, oh Tannenbaum, unser Bäumchen, das war ne Traum. Unser Bäumchen vergess ich nie, denn so ne schöne Baum wie der kriegt man niemals mehr. Denn so ne schöne Baum wie der kriegt man niemals mehr. Ja, ihr Lieben, was natürlich auch
auch immer ein Muss ist. Und zwar erinnert mich dann immer selbst an meine Kinderzeit, weil ich sage ganz einfach, früher war alles, also ich fand es früher schöner, weil wir hatten das Glück, man hatte doch Oma. Und die Oma hätte also jedes Jahr immer dasselbe verzahlt. Und zwar, wir hatten ja all nichts, ne? Das kennt man ja. Und das Schönste, was wirklich hängen geblieben ist, was sie immer darauf gesehen hat, immer das, was wir hatten, das wurde gedreht. Du warst Kind? Ja, auch. Guck mal hier. War genauso. Alles klar? Ja. Ich glaube, da haben wir den richtigen Titel mit dabei. Manchmal denke ich an dahin. Und an das klare Feuer wieder in der Nacht. Der Papp, der hat ein Seeföckis gebaut. Im Sommer haben wir Äpfel geklaut. Komm ich dann mit der Bus nach Haus, die sauber wie ne Flickennuss. Mein Mann, die hat mit eine Ton gesagt, manchmal denk ich an daheim. Und dann fällt man wieder in mein Alter. Bin man für uns Pension verteilt. Dann bleibt sonst jeder weg. Und der letzte große Jahr, dann noch ein Eis von nebenan. Der Mann hätte manchmal den doch wir brauchen einen schönen Sieg. Meine Schwester hat mit 12 jetzt gefunden. Wie schnell hätte sich der Mann doch angewöhnt. Da hat einen 14 Tag der andere Tünnes kaum. Und irgendwie den Lilly doch singt Jugend noch. Ein erster Bier und mir wurde furchtbar schlecht. Der Mann hat nur gesagt, steht doch recht. Doch an der Ober konnte ich sehen, sie nahm das einfach wieder so hin. Bestimmt hab ich ihr damals lebt jedoch. Manchmal denk ich an daheim. Und dann fällt man wieder in mein Alter. Wenn man für uns Fans ja opfert hätt, dann fährt's uns die hin und her. Dann noch ein Eis von nebenan. Der Mann hätte manchmal mit Tierig, doch es war ein schöner See. Zusammen. Und der letzte Jahr, dann noch ein Eis von nebenan. Der Mann hätte manchmal mit Tierig, doch es war ein schöner See. Hätte manchmal mit Tierig, doch es war ein wunderschöner See. Gerade wenn wir so bei der alten Zeit sind, also ich weiß, zu meiner Zeit, da warst du ja schon noch ja nicht geboren zu meiner Zeit, und zwar war es immer hillig auf und warm. Spätestens um 13 Uhr waren die Geschäfte zu, ist das richtig, was ich da erzähle? So 13 Uhr war Feierabend. Und dann hast du wirklich zu Hause rumgehangen. Aber mittlerweile ist das ja anders, da kannst du ja hillig auf und kannst in eine Kneipe gehen.
Und da ist richtig was los. Da fragst du dich, mein Gott, die schenken mir oder was? Dann haben wir zwei uns gedacht, da gehen wir auch noch in der Kneipe, Heiligabend. Wir hatten frei, Lilly war fort. Dann haben wir gedacht, gehen wir uns auch ein Bier trinken. Und dann ist das Kuriose, die siehst du das ganze Jahr. Das sind immer Typen dabei, die labern dir ja Frikadellen an der Backe. Du willst das ja nicht. Und jeweils haben wir das letztes Jahr Heiligabend auch erlebt. Wenn wir dann lecker Bier trinken wollten und was da passiert ist, das wollen wir euch jetzt in so einem kleinen Anekdötchen mal zugute bringen. Bist du bereit, mein Hase? Ja. Okay. Das ist 6 Seiten. Wir zwei wollten trinken und da kommt die Pflicht. Der größte Schwartlappe bei uns an der Tee und ohne zu Größe vom her direkt an ne Wörter Tsunami, ne Rosche Roman, die Philosopheten über J und der Welt und sing Hämorrhoide und bestellen Frikadell mit vollem Munde, schwarthäsige Stuss, mir 2 Stunden Hunger, Hackfleischbröckchen Beschuss. Ist ja nicht so einfach, kannst du nicht mal abnehmen. Du musst nur, wenn du das willst, mit der Fleisch und Frikadelle essen. Das kannst du nicht. Wir zwei wollten trinken, das Kölsch das vorhin. Der Schum, der war fort, das Hackfleisch war drin. Wir dauten es fort. Da seht ihr Köpf, das nehmen ich mit, das kriegt mit dem Möpp. Bist du wie der Möpp geworden? Bist du wie der heißt? Hast du das hier gesehen? Der war klein, ne? Bist du wie der heißt? Altmaier. Ach du Scheiße. Genau das kann man jetzt mal nach Altmaier heißt der Möpp. Mein Gott, wo soll man das schon nicht? Achso, ja, beim Altmaier, genau. Wir haben fette Kapenes. Die Fleisch kommt auf Tour. Er fing an zu singen in Monokultur. Die Tonart war neu. Der sang irgendwas, der weht längs in der Küche, der Kapelle so blass und wo jetzt ne Korn. Wir trunken nicht schnell. Der Schwad war schon schlimm, der Gesang kriminell. Wie kann man den stoppen? Wir kommen nicht drauf. Doch kommt die Erlösung. Die Tür, die ging auf. Flochen Wachte, bei mich seh ich die Wachte war nämlich die Frau von der Pflicht. Sie denkt ganz gut schenke, der Schnabel ging um. Und dann mal der Schnapp und die Pflicht, die war fort. Grazie. So, und jetzt haben wir eigentlich, denke ich mal, die richtige Stimmung für die nächste Geschichte. Habt euch jetzt eingearbeitet? Jetzt sind wir, Nervosität hat sich gelegt, jetzt sind wir was lockerer. Ich habe hier eine wunderbare Geschichte, ist leider nicht von mir, aber die ist so schön und ich denke in diesem... Ja. Das Lied, das geht natürlich, das nächste Lied ist so... Eigentlich geht es um meine Frau. Die heißt zwar nicht Claudia, ich habe das anonym geschrieben. Mir fällt gerade alles aus dem Gesicht. Ja. Die ist dann
Ja, Was flüstert ihr zwei eigentlich? Ich fühle mich so ausgeschlossen. Nein, Lasst mich alleine, ich komme nachher zu euch. Und zwar jedes da, sollen wir das mal probieren mit der Lücke, ob das geht? Der Text ist ja der Wahrheit. Ja, das ist nicht einfach. Soll ich oder willst du? Ne, mach du mal. Der Text ist da 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 immer wieder mit da du zur Weihnacht singt da immer wieder mit du zur Weihnacht singt. Wahnsinnstext. Ich habe ein halbes Jahr dran geschrieben an der Text. Könnt ihr dann alleine noch singen? Wir probieren das noch. Da 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 immer wieder mit zur Weihnacht singt da 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 immer wieder mit zur Weihnacht singt. So, wenn wir das machen, dann lasst uns beginnen. Lasst die Spiele beginnen. Schön laut. Hey! Ihr kennt den Text noch? Da 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 immer wieder mit zur Weihnacht singt da immer wieder mit zur Weihnacht singt. Jedes Jahr kommt für Advent, geht der Wahnsinn los. Sagt Claudia, kauft alles hin, egal was es doch kostet. Mit Bayern-Checks und Mastercard fährt in die Stadt. Und wenn es abends wieder geht, dann ist das Konto platt. Für dich zusammen, immer wieder mit durch. Zur Weihnacht singt immer wieder mit zur Weihnacht singt. Mit Bügele, Päckchen, Tannenbaum lüftet abends hin. Der Mattes, der trifft bald den Schlag. Wo soll das alles hin? Mein Auto steht dort auf der Straße, der Bude ist rappelvoll. Lieb Claudia, ich kann nicht mehr, ich bin bekloppt. Mit euch zusammen, immer wieder mit du. Zur Weihnacht singt immer wieder mit du. Zur Weihnacht singt. Da vorbei, jede Nacht wieder los. Die Päckchen-Tüte ja zurück, denn jetzt wird umgetauscht. Jedes Jahr dasselbe Stück mit Hemden, Socken, Schlips. Die Claudia, ich kann nicht mehr, du schöne Weihnacht singen. Oh, immer wieder mit durch. Zur Weihnacht singt immer wieder mit nur zur Weihnacht singt. Oh! Immer wieder mit nur zur Weihnacht singt immer wieder mit nur zur Weihnacht singt. Zur Weihnacht singt Claudia! Ja, jetzt kriegt er Böhmchen. Ja, Claudia, ne? Aber jetzt kommen wir zu der ernsten Sache. Ihr seht hier, ja, wir haben ja ne, besinnliche Weihnachten. Und jetzt machen wir ein bisschen ernst. Ihr seht ja hier das Bäumchen stehen. Und ich würde euch jetzt gerne mal berichten, wie das damals bei uns zu Hause war. Wenn bei uns zu Hause der Weihnachtsbaum geschmückt wurde,
Das hat traditionell immer mein Vater gemacht. Baumschmücken, ne, ist Männersache zu Hause. Also früher war das so, heute vielleicht nicht mehr, aber früher war das so. Und der Papa hat das immer gemacht und der hatte so eine eigene Tradition, die ich damals so nicht verstanden habe, aber wo ich mitbekommen habe. Inzwischen war das bei vielen Leuten so. Der hat sich nämlich immer so etwas zurückgezogen beim Baumschmücken. Und um in diese weihnachtliche Stimmung zu verfallen, hat er sich meistens auch so ein kleines Fläschchen mitgenommen. Und irgendwie, als wenn der beim Schmücken, beim Kügelchen aufhängen, immer so ein kleines Schabäuchchen sich genommen hätte. Ne? Falsch. Und vielleicht wäre es schön, wenn ihr in dem Mittelteil, wenn ihr da mitmachen könntet. Und zwar singe ich dann: Am Lilioven fängt der Christbaumschmücke an und dazu ein Schabäuche und Prost. Und diesen Teil und dazu ein Schabäuche und Prost, ne, das kriegen wir hin, oder? Wir können es einmal probieren, pass auf. Am Lilioven fing der Christbaumschmücke an und dazu ein Schabäuche und Prost. Und der Papa bei mir zu Hause, der hat immer angefangen, indem er als allererstes bei diesem Baum, der im Wohnzimmer stand, oben eine Spitze in den Baum gemacht. Also bei uns gab es keinen Baum, der nicht oben wie dieses Ding da, so ohne eine wunderbare, schöne rote Spitze. Und ich weiß inzwischen auch, warum er das immer am Anfang gemacht hat, weil das der einzige Zeitpunkt war, wo er dann noch fehlerfrei und unfallfrei oben dran kam. Oh. Naja. Eine schöne Woche. Oh ja. Am Lilioven fing der Christbaumschmücke an, spitz auf den Druck und dazu ein Schabäuche und Prost. Und das nächste, bei uns war so von der Mama angeordnet, gab es kein Weihnachten ohne Lametta. Heute macht man ja viel so mit Strohsternchen und so weiter. Bei uns musste Lametta in den Baum. Und der Papa hat das immer ganz vorsichtig im Baum drapiert, wie er das immer... Kannst du ruhig sagen. So oder so ähnlich. Ne? Das brauchen wir auf jeden Fall. Eine schöne Woche. Am Lilioven hin dat Christbaumschmücke los, spitz auf'n Druck, Lametta rechts und links und dazu ein Schabäuche und Prost. Leck mich am Arsch, ist das. Das hättest du gerne. Und dann gab es noch was ganz, aber das war ein Sonderfall. Ich glaube, das habe ich danach sonst nie gehört. Die Mama wollte immer noch ein bisschen, weil Weihnachtszeit war ja die Zeit, wo draußen noch geschneit hat, so vor der Klimaerwärmung. Mama wollte immer ein bisschen Schnee am Baum haben und deswegen, Schnee hält nicht lange im Wohnzimmer, das ist ganz schlecht. Außer man hält Schnee aus der Dose. Ne? Marcel, du weißt, das gibt Ärger hier mit dem Dirk. Wenn du das kann man nicht mehr, müssen wir anders machen. Schnee aus der Dose, wunderbar. Eine schöne Woche. Am Lilioven in der Christbaumschmücke los, Schnee aus der Dose, Lametta rechts und links, spitz auf den Druck und dazu ein Schabäuche und Prost. Und das Schlimme war für mich als Kind, ne, hat diese Prozedur Ewigkeiten gedauert. Das hörte ja nicht mehr auf, wie der Papa den Baum am Schmücken war. Mindestens 5 Stunden lang. mindestens. Am Lilioven in der Christbaumschmücke los, 5 Stunden lang. Schnee aus der Dose, Lametta rechts und links, spitz auf den Druck und dazu ein Schabäuche und
Ein wunderschöner Baum. Und dann hatte die Mama unten in unserem Mahagonischrank, unten links, ganz hinten hinter der Tischdecke, da war so eine kleine Kiste und da war eine wunderbare, schöne, silberne Weihnachtskugel. Und die musste der Papa jedes Jahr immer im Baum drapieren. Diese herrliche, silberne Kugel. Wollte Mama unbedingt haben. So schön. Eine schöne Baum. Am hellen Abend in der Christbaum schmücken lassen. Ein silberne Kugel Und 5 Stunden lang. Schnee aus der Dose mit der rechts und links spitz morgen drum. Und dazu ist Bäuche und Prost. Ja, und bei der ganzen Schmückerei und der Trinkerei, was kriegt der Papa? Hunger. Kleines Hügerchen. Glücklicherweise hatte die Mama schon Wochen vorher begonnen, Spritzgebäck im Wohnzimmer auf den Tisch zu stellen. Papa, ne, nicht faul beim Schmücken, zack, in das Spritzgebäck reingegriffen und dann der Rest, ein Teil hat er gegessen und der Rest landete irgendwie immer im Baum. Ich weiß nicht warum. Ever. Eine schöne Baum. Am hellen Abend in der Christbaum schmücken lassen. Lecker Spritzgebäck, ein silberne Kugel und 5 Stunden lang. Schnee aus der Dose mit der rechts und links spitz morgen. Und dazu ist Bäuche und Prost. Und jetzt kriegst du einen Tipp von mir. Hat der Papa auch immer gemacht. Wenn du nämlich so mal 1, 2, 3 Schritte zurückgehst beim Baumschmücken und du guckst dir den Baum an, was entdeckst du? Ein Loch. In jedem Baum ist irgendwo ein Loch. Irgendwo kannst du durchgucken bis auf den Stamm. Aber der Papa war clever. Was hat er gemacht? Petersilie! Jawohl! Herrlich, kriegst du jedes Loch mit zu, in jedem Baum. Eine schöne Baum. Am hellen Abend in der Christbaum schmücken lassen. Ein Bund Petersilie, lecker Spritzgebäck, ein silberne Kugel und 5 Stunden lang. Und Schnee aus der Dose mit der rechts und links spitz morgen drum. Und dazu Bäuche und Prost. So, und jetzt müsst ihr wissen, bei uns unser Wohnzimmer, da war direkt gegenüber war die Küche. Und in der Küche war ein Kühlschrank. Den hatten wir aber nicht als Standgerät, sondern der war so eingebaut. Ne? Und wenn du jetzt so wie der Papa in diesem leicht stabilisierenden Gang, den er hatte, ne? Wenn du da in die Küche gehst, weil der Hunger war immer noch da, und machst den Kühlschrank auf, dann bist du in der Höhe des Gemüsefachs. Und da lag sie, diese wunderbare, kupferfarbene Weihnachtskugel. Patrick! Hier! Nur dicke, fette Oelliche. Als Ersatz für jeden Weihnachtsbaum immer zu nutzen. Diesen wunderbaren. Ja, jedes noch. Das ist Lege mal Marsch. Was ist das? Eine schöne Baum. Am hellen Abend geht ein Christbaum schmücken lassen. Ein gute fette Erlich, ein Bund Petersilie, lecker Spritzgebäck, ein silberne Kugel, 5 Stunden lang. Schnee aus der Dose mit der rechts und links spitz morgen drum. Und dazu ist Bäuche und Prost. Und einmal am Kühlschrank. Da hat er sie entdeckt. Das, was
die Mama gut versteckt hatte im Kühlschrank. Ganz Dinge. Er hatte sie entdeckt. Patrick! Ja! Nur den großen Kranz! Und ihr wisst, wo die gelandet ist. Und deswegen hat der Papa immer gesagt, was hätte er? Moment. Was hätte er? Eine schöne Woche! Ja! Am Ende Abend jeder Christbaum schmücken lassen. Ne große Kanzel, ne dicke, fette Öllig, ein bunten Petersilie, lecker Spritzgebäck, ein silberne Kugel und 5 Stunden lang. Schlie uns der Toastlametta, rechts und links, spitz, Morfendruck. Und dazu ist Bräuche und Prost. Und was ist dabei rausgekommen am Ende? Was kam raus? Pass auf. Am hellen Abend liegt der Papa am Baum. Im Ärmel leere Fläsch. Schlaf, Jung, schlaf, Jung. Hey, Moment, ich muss mich setzen, ich bin noch nicht jung. Jetzt wurde es das. Mann, der ist weg, Mann, er wird keiner weiß wohin. Minge weg, Mann, der ist weg, Mann, einer muss noch rüber sind. Er soll so lecker aus mit Singerbiet und die Rosine over die vergesse ich nie. Minge weg, Mann, der ist weg, Mann, Marit Jod und Zellavi. Auf dem Weihnachtsteller Lorne weg man rum und ich stell mich freue wie ne kleine Strauch. Noch wird und singe vorhin ins Bidon und ich stell mich freue, was das wieder war, wer das wieder war. Minge weg, Mann, der ist weg, Mann, aber keiner weiß wohin. Minge weg, Mann, der ist weg, Mann, einer muss der Räuber singen. Er sah so lecker aus mit Fingerpick und die Rosine over die vergesse ich nie. Minge weg, Mann, der ist weg, Mann, Marit Jod und Zellavi. Wo ist denn das Lilli, das Herz ans unsere? Wo sind nicht beim Singen überhaupt dabei? Kinder echt versitze, rum und ganze fair. Und die Pief vom Wegmann, hätt sie in der Mur, hätt sie in der Mur. Minge weg, Mann, der ist weg, Mann, aber keiner weiß wohin. Minge weg, Mann, der ist weg, Mann, einer muss der Räuber sind. Er sah so lecker aus mit Fingerpiep und die Rosine over die vergesse ich nie. Minge weg, Mann, der ist weg, Mann, Marit Jod und Zellavi. So bin ich noch zusammen. Minge weg, Mann, der ist weg, Mann, einer muss der Vater sind. Minge weg, Mann, der ist weg, Mann, einer muss der Räuber sind. Er sah so lecker aus mit Fingerpiep und die Rosine over die vergesse ich nie. Minge weg, Mann, der ist weg, Mann, Marit Jod und Zellavi. Marit Jod und Zellavi. Marit Jod und Zellavi.
Inge Weltmann. Ah, kommst du wieder mit den Leute, grazie. Komm. Ja, ja, ja. Ich spiele hier neu.